Hallo miteinander, ich bin Nadine und heute möchte ich euch in meinem Video ein paar Tipps zu der Wochenbettvorbereitung geben. Die Wochenbettvorbereitung ist sehr wichtig, weil das Wochenbett ist für die Mami sowie auch für das Neugeborene eine sehr strenge Zeit. Und darum sollte man gut vorbereitet sein. Das Wichtigste im Wochenbett ist, dass man Essen hat ohne grossen Aufwand. Darum, eine Kollegin von mir hat für mich so Powerballs gemacht, die jetzt im Gefrierer sind. Und ich kann dann jeden Tag 4-5 so Kügel rausnehmen und kann es durch den Tag snacken. Und die geben sehr viel Energie für das Wochenbett. Sonst allgemein einfach immer genug Snacks parat haben. Und was ich jetzt auch schon mache, ist immer ein bisschen zu viel kochen und dann auch eingefrieren, dass man einfach das Essen nicht riesige Köche hat, sondern vom Tiefkühler etwas holen für den Mittag und dann so für die Familie vorbereiten. Genau. Wichtig ist auch, dass man wirklich genug trinkt und darum auch, dass man gut stillen kann, wie man stillen kann. Das ist ja, das weiss man im Voraus noch nicht, aber dass man sich auch Stilltee daheim hat oder sonst auch Tee, den man gerne hat, dass man wirklich genug trinkt, weil das sehr wichtig ist. Eben, wenn man nicht stillen kann, ja, gibt es immer darum, im Voraus schon daran denken, dass man sich Prä-Schoppenpulver holen kann. Das haben wir jetzt hier schon gekauft. Spray Aptamil und ein Medela-Schoppen, also wir haben ganz viele Medela-Schoppen. Wir haben auch beim Joshua dort mal, wir mussten zufüttern, weil ich zu wenig Muttermilch hatte. Und ich habe ihm auch Spray-Schoppenpulver nur in den Medela-Schoppen gegeben. Und so konnte ich gleich nebenbei noch stillen. Weil wenn man einen anderen Schoppen hat, wo das Licht ist, es einfach geht zum Schöppeln für das Kind, wird dann die Brust uninteressant, weil es beim Shoppen viel schneller kommt und sich das Kind weniger anstrengen muss. Darum unbedingt, wenn es euch wichtig ist, dass ihr gleich weiter stillen könnt, empfehle ich euch ganz fest die Medela-Schoppen, weil die wirklich sehr brustähnlich sind für den Säugling zum Trinken. Und was man auch nie genug haben im Wochenbett, sind Spucktücher, also Nüschelis für alles Mögliche. Genau, dass ihr die auch parat legen. Vielleicht auch schon an verschiedenen Orten, in der Stube, im Schlafzimmer, in der Küche, wo man dann halt auch mit dem Säugling ist und dann immer auch irgendwie so ein Nuscheli parat hat. Genau. Und sonst noch ein Geheimtipp einfach für die Mami, dass man schon genug schöne Musik abgeladen hat oder vielleicht auch eine Serie oder einen Film, den man schauen will. Dass man sich ein Buch ausgesucht hat, das man mal gelesen hat, dass man einfach auch die Zeit für sich nehmen kann und die Entspannung geniessen und mit Sachen, die man gerne macht, ein bisschen verknüpfen. Also, ich wünsche euch alles Gute für die Geburt und dann auch fürs Wochenbett. Macht's gut. Tschüss miteinander!